du die Glaubenskurse bei uns im ICF? Genau darum geht es hier jetzt in der Churchbox. So schön hast du eingeschaltet und damit herzlich willkommen. Mit mir sind Claudia und Anina. Das sind zwei, die haben diese Glaubenskurse durchgemacht. Claudia, du bist ja online Small Group Leiterin und auch Coach und bist auch verantwortlich für die ganzen Online Small Groups und hast, wie gesagt, diesen Glaubenskurs durchgemacht, auch online. Und du, Anina, du warst eigentlich Teilnehmerin von so einem Glaubenskurs und da hat sich einiges entwickelt, da werden wir noch davon hören. So schön seid ihr beide dabei. Jetzt meine erste Frage an dich, Claudia. Also Glaubenskurs heißt ja auch bei uns, vielleicht hast du das Wort schon gehört, Faith Track oder Jüngerschaftsstruktur, um das noch ein bisschen technischer zu benennen. Was muss man sich da genau vorstellen? Ja, der Faith Track, das ist praktisch ein Überbegriff über diese 3 Kurse. Erstmal Entdecke-Gott-Kurs, dann Vertiefen-Kurs und Weitergeben-Kurs. Und das bedeutet, im Entdecke-Gott-Kurs schauen wir erstmal hoch zu Gott, zu Jesus, Heiliger Geist. Wir beten und wir lesen die Bibel. Und dann im Vertiefen-Kurs, da geht es wirklich darum, um meine Identität, es geht um meine Autorität und dann auch wirklich um Get Free, um frei werden, um Freiheit erleben. Und dann im Weitergeben-Kurs, da geht es darum, wir schauen vorwärts, wir schauen einfach, ja, wie wir Botschafter sein können und einfach die gute Botschaft dann auch in die Welt raustragen können. Und ja, dieser Kurs geht insgesamt über 20 Abende, man kann ihn aber auch einzeln machen und es geht eben auch über Zoom und immer mittwochs abends. Wow, da hast du uns jetzt aber einen schönen Überblick gegeben, Claudia. Damit du es grafisch noch siehst, haben wir das hier eingeblendet. Also Leute werden eingeladen ins ICF, da gehörst du vielleicht dazu oder du bist im ICF. Wir erleben die Celebrations, wir gehen ins Connect und dann gibt es 4 Videos, die dir ein bisschen mehr über unsere Kirche sagen. Und irgendwann wirst du dann ein Teil von einer Small Group oder einer Ministry Group, Team Group, wie auch immer. Und dann genau wollen wir Leute auch befähigen. Wir wollen selber befähigt sein, Leute befähigen, eben genau mit diesen 3 Kursen. Jetzt, ihr seid so eben fertig geworden mit dem letzten Kurs, also mit Weitergeben. Jetzt meine Frage natürlich, was habt ihr dabei erlebt, Claudia? Ja, beim Weitergeben-Kurs, das war für uns, also für meinen Mann und ich, wirklich auch ein Augenöffner nochmal. Zum Beispiel, wenn es darum geht, ja, welche Punkte wollen uns daran hindern, dass wir die frohe Botschaft weitergeben. Und wir haben auch wirklich tolle Gemeinschaft erlebt. Also einfach so, obwohl wir jetzt nur diesen Kurs gemacht haben, innerhalb diesen 4 Wochen richtig coole Gemeinschaft. Schön. Ja. Sehr schön. Anina, bei dir hat sich da einiges entwickelt. Du bist also sozusagen als Co-Leiterin einfach mal in diesen Weitergeben-Kurs reingegangen. Und was hast du dabei erlebt? Ja, ich durfte Steffi Vöcklin begleiten. Sie hat die Small Group geleitet. Und ja, ich habe im März den Leadership, das kurze Training gemacht, für eine Small Group zu leiten. Und ja, und deshalb wurde ich angefragt, ob ich im Weitergeben einfach mal als Co-Leaderin dabei sein möchte. Und ich fand das eine super Gelegenheit, um mal reinzuschauen in den Faith Track. Und ja, war jeden Abend begeistert nach Hause gekommen und habe mich sehr gefreut über diesen Kurs, über wie praktisch es auch ist. Und jetzt, was ist daraus entstanden? Genau, ich habe mich entschieden, dass ich sehr gerne möchte meine Small Group anmelden, um den Faith Track zu machen. Ich möchte unbedingt mal mit dem Entdecken beginnen und hoffe, dass sie dann begeistert sind, weiterzumachen. Genau, und das ist einfach eine super Gelegenheit, auch um weitere Leute kennenzulernen, vielleicht auch die Small Group zu erweitern, vielleicht die neuen Leute reinzunehmen und ja, dass da Gemeinschaften entstehen können. Und ich hoffe sehr, dass danach die Small Group weitergeht und expandiert. Wie schön. Du konntest Sicherheit gewinnen, indem dass du selber teilgenommen hast als Co-Leiterin und dann wurdest du motiviert zum selber Leiten. Eine weitere Geschichte haben wir von Moritz und Mirko hat ihn mitgenommen und hier ist seine Geschichte auf einem Video. Hallo, mein Name ist Mirko. Und mein Name ist Moritz. Und das ist unsere Geschichte. Ich habe Moritz kennengelernt bei der Arbeit. Und wie das so ist, es wächst das Vertrauen zueinander. Und ich habe immer mehr gehört, wie das Jammern und Klagen vom Alltag durchdringt.
Es hat mir leid getan und ich habe ihm angeboten, das Beste weiterzugeben, was ich kenne. Und das war dazu mal das Christmas Musical. Und habe ihn da eingeladen zum Mitkommen. Wie war das für dich, Moritz? In diesem Moment wurde es mir ganz warm ums Herz. Ich habe die Emotionen und hatte Freude und wusste an diesem Moment an, ich möchte mehr erfahren. Und habe dann auch mit dem Kurs, mit dem Faith Track begonnen. Ja. Was ist dann passiert im Laufe vom Faith Track Kurs? In dieser Zeit kam dann noch das Ostermusical dazu. Wir hatten dann noch das Übergabegebet gemacht, haben dann noch eine Bibel bekommen und seitdem lese ich auch die Bibel und habe immer mehr den Zugang zu Jesus gefunden. Ja, und bin jetzt wirklich stolz darauf und habe Freude auf dem Weg mit Jesus zu sein. Das Leben hat sich enorm entwickelt und es ist eine Freude zu sehen, wie Last abfallen kann. Wow, wie schön. Man sieht so viele, so ein breites Spektrum, was eigentlich Leute an diesem Glaubenskurs anspricht. Und jetzt noch mal ganz konkret an euch zwei. Anina, wem würdest du diesen Kurs jetzt empfehlen? Also Moritz ist ein Frischgläubiger, da gibt's aber wem würdest du das empfehlen? Ich kann es jedem empfehlen, der Anschluss finden möchte. Also jeder, der neu im ICF ist, kann einfach mit dem Faith Track Anschluss finden, Connections machen und ja, Leute kennenlernen. Ja, und kann definitiv profitieren. Ob jetzt schon lange im Glauben oder erst frisch. Also ja, wirklich sehr praktisch. Claudia? Ja, genau. Also es ist nicht dringend notwendig, dass man jetzt ganz frisch im Glauben ist, sondern wirklich schon auch, man wird immer abgeholt. Und ich würde es wirklich auch Leuten empfehlen, die online ja sonst keine andere Möglichkeit haben, weil man sich trotzdem einfach zu der Kirche zugehörig fühlen kann, wenn man wirklich eine Gruppe findet, weil auch eine Small Group daraus entstehen kann. Und ja, auch wenn man unterwegs ist, so wie Helene zum Beispiel, die jetzt auch den Kurs gemacht hat, die aktuell in Finnland unterwegs ist, die halt einfach von ihrem Lastwagen aus den Kurs machen kann. Also richtig cool. Und auch für Microchurches. Also in Microchurches kommen ja auch immer Leute dazu und dass einfach auch die Menschen dann mitgenommen werden und diesen Anschluss bekommen auch, ja. Wow, vielen, vielen Dank für den Einblick. Ich möchte noch mal ganz kurz zur Grafik gehen. Also wir sind hier beim Befähigen, diese 3 Kurse, eben die habt ihr gemacht und am Schluss geht es ja dann noch mal weiter, weil wie zum Beispiel Anina, merkst du dann vielleicht, dass du gerne leiten möchtest, dann haben wir dann noch das Leadership mit verschiedenen Trainings oder du merkst halt dann, dass du persönlich noch Themen vertiefen möchtest bei dir und da geht es dann bei Jüngerschaft weiter, um Jüngerschaft noch einmal persönlicher und mit spezifischen Themen auszuleben. Und was jetzt eigentlich noch zu sagen bleibt, der Kurs Entdecke Gott startet wieder am 4. September und zwar unter dem College findest du die Anmeldung dort und ich ermutige dich einfach, sei dabei, sei ein Part, vielleicht mit einer Small Group, vielleicht mit Leuten wie Moritz, die du aus deinem Umfeld kennst, die Jesus noch nicht so persönlich kennenlernen und sich gerne da vertiefen möchten oder vielleicht auch einfach, weil du Sicherheit gewinnen möchtest oder selber eine Small Group dann daraus leiten möchtest aus diesen Kursen. Also die Möglichkeiten sind sozusagen sehr weit offen. Und das war's dann schon von der Churchbox und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann!